Hey zusammen und herzlich willkommen hier zum ersten Video aus Taipei. Die meine Instagram-Story schauen, die sehen mich eigentlich jeden Tag und die wissen, ich bin jetzt seit doch 3,5 Wochen hier in Taipei und lehre Chinesisch und ich werde auch noch eine Zeit hier bleiben. Ich bin schon immer sehr interessiert am Chinesisch. Ich habe zum Beispiel auch in der Schweiz schon Chinesisch-Kurs besucht und habe dann so Standardsätzle mit chinesischen Touristen austauscht. Auch in einem Video, das blendet sich jetzt auf einer von diesen beiden Seiten ein. Und darum habe ich mir kurz vor dem letzten Sommer gesagt, okay Lionel, jetzt gehst du mal in ein chinesischsprachiges Land und lernst die Sprache auch wirklich. Und das Ding ist, in China ist es für mich ein bisschen schwierig, weil dort ist das Internet alles zensiert und ich meine, es ist schon theoretisch möglich, aber ich möchte halt nichts Falsches machen und dann bin ich einfach lieber nach Taiwan, wo man ein freies Internet hat und ich weiterhin normale YouTube-Videos produzieren kann. Das bedeutet natürlich auch, dass ich hier keine Strassenumfragen auf Schweizerdeutsch machen kann, aber ich werde natürlich weiterhin, wie immer, jeden Montag zu oben am 6 Uhr ein Video für euch parat haben. Einfach in puncto Videos, ich kann euch schon mal ankündigen, was kommen wird. Ein Video wird sein, ich möchte mal darüber reden, das Wort Influencer. Alter, das Wort stört mich so sehr. Es ist schrecklich und dann wird es auch gerade mal ein bisschen um die Glaubwürdigkeit vergleichsweise YouTube Creator versus Media gehen und warum denn das Wort Influencer einfach völlig falsch ist. Dann ein zweites Video, das ich produzieren will, ist, dass ich einfach mal meine Einnahmen offenlege. Es gibt viele Leute, das sehe ich vor allem so in den Kommentarspalten von irgendwie der 20 Minuten vom Blick, die eine ganz komische Theorie haben, wie man Geld über YouTube verdienen kann. Und ich will da einfach aufräumen und direkt sagen, so und so funktioniert es. Wenn ihr Ideen oder Wünsche für Videos habt, dann schreibt sie mir einfach hier in die Kommentare und ich probiere sie umzusetzen. Für die, was interessiert, warum ich nicht weitermache in St. Gallen, ich habe das erste Jahr bestanden, das ist das sogenannte Assessment Year. Und ich überlege mal, ob ich weitermache, wenn ich zurückkomme. Aber ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, das erste Jahr dort, also das habe ich sehr, sehr langweilig gefunden. Ich habe das Assessment-Jahr in der Richtung Wirtschaft bestanden, aber man hat dort auch juristische Fächer und ich habe gemerkt, dass mir die eigentlich besser gefallen haben wie Wirtschaft. Und darum, ich muss mir jetzt wirklich nochmal genau überlegen, was ich überhaupt machen will, was ich studieren will, ob ich studieren will. Aber ich will auch irgendwie das Assessment-Jahr nicht umsonst bestanden haben, weil es ja doch recht viel Arbeitsaufwand war. Das heisst, ich denke mal, ich mache in St. Gallen weiter, aber eventuell einfach richtig Use. Und jetzt kommen wir zum zweiten Elefant im Raum. Warum habe ich meinen Namen geändert? Also ihr habt es gesehen, auf YouTube und auf Instagram heißt ich jetzt Lionel respektive Lionel Batteguet. Ich meine, der Name Ask Switzerland macht hier aus Taipei einfach keinen Sinn. Und ich weiß auch nicht, ob ich mein ganzes Leben lang Strassenumfragen machen werde für YouTube. Das heisst, lieber nenne ich meinen Kanal um, dass es einfach der Lionel ist, weil dann bin ich nicht eingezwängt in ein Format. Es freut mich übrigens sehr, dass «Es Leben ist hart» so gut ankommt bei euch. Das hätte ich nicht gedacht, ganz ehrlich. Vor allem der Hoodie, also von dem ist am meisten verkauft worden. An dieser Stelle möchte ich mich übrigens ganz, ganz herzlich bedanken. Ein Video mit der Rafa, einfach mein letztes Video, das ist mega gut angekommen bei euch. Es hat in puncto Kommentar richtig gerissen. Es haben so viele Leute kommentiert. Es sind zum Teil, ich sage jetzt bewusst zum Teil, weil es nicht überall so war, aber es sind oft sehr, sehr interessante Debatten entstanden, die ich nachher unten in den Kommentaren alle mitverfolgt habe. So, und jetzt habe ich genug geschwafelt. Jetzt kommt noch der eigentliche Bonus von diesem Video, weil das steht ja auch im Titel, der Lachanfall im SRF-Studio. Und ihr müsst euch vorstellen, ich habe hier die Serie Dr. Easy gedreht. Das war kurz vor meiner Abreise hier nach Taiwan gewesen. Und dann ist beim Thema, ich glaube, warum verlieben wir uns, plötzlich die Stelle aufgekommen, auch ein brünstiger Eber versprüht ein Pheromon, um sich die Sau gefügig zu machen. Und ich habe diesen Satz gelesen und ich habe einfach gedacht, Alter, das kann doch nicht in einem ernsthaften Skript stehen. Und ich kann mir vorstellen, ihr seht mich gerne, es war früh am Morgen und ich habe einen heftigen Lachanfall bekommen. Schauen wir einfach rein und ja. Nehmen den Körperdruck gegenüber unbewusst wahr und entscheiden instinktiv, ob wir die Person mögen oder nicht. Alter, brünstige Eber, das Wort. Darfst du auch irgendetwas anderes sagen? Was die Sau gefügig gemacht hat. Ein brünstiger Eber versprüht das Pheromon, also ein Botenstoff, der die Sau gefügig macht. Also wenn es so etwas gäbe, ich würde das auch versprühen. Ich finde den Satz so geil. Wortwörtlich. Da steht in einem hochseriösen SRF-Skript ein brünstiger Eber, der die Sau gefügig macht. Nur wenn du das Ganze seriös Ich schaffe das nicht. Denk, du bist jetzt bei Einstein. Aber auf Chat gibt es keinen brünstigen Eber, der eine Sau gefügig macht. Alter, riesig. Okay. Sag das aber zuerst mal.
Okay. Aber Entschuldigung, wer hat das geschrieben? Selina. Selina, du notgeile Sau, du. Okay. Der brünstige Eber, der die Sau gefügig macht. Also sie hat nicht gefügig, dann... Ich finde, das klingt wie so ein Knackerdeutsch von einem 60 Plus, der das in seiner Zupfstube an der Langstrasse hört. Aber egal. Okay. Okay. Kannst du bitte nicht... Das mit der Flüssigkeit. Nein, kann ich nicht sagen. Nein, Aber kann das ihr ernst sein? Der Mensch versprüht keine Flüssigkeiten zum... ja, das ist... Ja, das steht wortwörtlich. Er versprüht zwar keine Flüssigkeiten zum anderen gefügig machen. Das macht er ja nicht. Er versprüht sie erst, wenn sie gefügig gemacht worden sind. Aber... aber nein, wir sagen jetzt einfach anders. Wie funktioniert das? So, ich glaube, ich tue jetzt an dieser Stelle mal unterbrechen, weil es ist einfach lang so weitergegangen. Das war es mit meinem ersten Video hier aus Taipei. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Und falls euch der Hoodie interessiert, falls ihr Lust habt, mir auf Instagram zu folgen, dann bitte schaut euch einfach die Links in der Videobeschreibung an und bis zum nächsten Mal. Tschüss!